Hallo und willkommen zu Frag den Burgenmeister. Kurz gefragt, klar geantwortet. Ich bin Matthias Helzel, der Burgenmeister. Ihr habt Fragen zu Burgen? Schreibt sie einfach in die Kommentare. Bei einer der nächsten Folgen werde ich darauf eingehen. Folge 6. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Burgenmeister. Heute habe ich wieder spannende Fragen rund um die Welt der Burgen für euch vorbereitet. Wir sprechen darüber, was eigentlich ein Burgstall ist und warum er so heißt. Dann klären wir, ob zu jeder Burg auch automatisch ein Dorf oder eine Siedlung in der Nähe gehörte. Außerdem schauen wir uns an, was es mit einem Lehen auf sich hat und wie dieses System im Mittelalter überhaupt funktionierte. Und natürlich darf es auch ein bisschen geheimnisvoll werden. Gab es tatsächlich Bauopfer beim Burgenbau? Sind die Geschichten von eingemauerten Menschen oder Tieren nur Legenden oder steckt ein Funken Wahrheit dahinter? Und zum Schluss nehmen wir uns noch die kuriosen Baumythen vor. Etwa die Idee, dass Mauern mit Blut oder tierischen Zutaten verstärkt worden sein sollen. Frage 26. Was ist ein Burgstall und warum nennt man den so? Ein Burgstall bezeichnet in der Burgenkunde eine abgegangene Burganlage, von der keine oder nur noch sehr geringe bauliche Reste sichtbar sind. Der Begriff stammt vom mittelhochdeutschen Stalle, also Stelle oder Standort. Er beschreibt damit nicht die Burg selbst, sondern den Ort, an dem eine Burg einst stand. Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch grenzt man Burgställe von noch erhaltenen Burgruinen ab, die sichtbare Mauern oder Gebäudeteile aufweisen. In der Landschaft lassen sich Burgställe meist nur noch an topografischen Spuren erkennen. Gräben, Wälle, Terrassen oder künstlich aufgeschüttete Hügel. Archäologische Untersuchungen können solche Strukturen eindeutig als Überreste einer mittelalterlichen Befestigung nachweisen. Besonders in Süddeutschland ist der Ausdruck Burgstall in Orts- und Flurnamen erhalten geblieben, was eine wertvolle Orientierung für die Forschung darstellt. Die Benennung als Burgstall dient also nicht nur der sprachlichen Abgrenzung, sondern verweist auf den Wert dieser Orte als archäologische Quellen. Auch wenn keine Mauern mehr stehen, können Burgställe bedeutende Informationen über Herrschaft, Siedlungsgeschichte oder mittelalterliche Bauweise liefern. Anekdote: In vielen Dörfern erzählt man, dass auf dem Burgstall nachts die alten Ritter umgehen. Solche Erzählungen halten sich hartnäckig, gerade weil man die Steine nicht mehr sieht. Das Unsichtbare regt die Fantasie an. Hier ein Geländebeispiel: Der Burgstall Gutenfels. Links, da stand die Hauptburg, dann folgte der Graben, eine leichte Wallanstuhlung und etwas weiter rechts, leider nicht mehr im Bild, war die Vorburg. Und so ging's zu. Links, die Burg steht noch im Mittelalter und rechts in der heutigen Zeit, sie ist verschwunden, der Burgstall ist da. Frage 27. Gab es immer in unmittelbarer Nähe einer Burg auch ein Dorf oder eine Wohnsiedlung? Eine Burg war nicht zwangsläufig von einem Dorf begleitet. Viele Burgen, vor allem Höhenburgen, wurden an strategisch günstigen Punkten errichtet, zum Beispiel auf schwer zugänglichen Felsen oder Bergrücken, wo keine Siedlung Platz fand. Solche Burgen dienen primär als militärische Stützpunkte oder als Zeichen herrschaftlicher Präsenz in einem Territorium. Anders verhielt sich's bei Niederungsburgen oder Stadtburgen. Hier lag die Anlage oft in direkter Nähe zu bestehenden Siedlungen oder Märkten. Manche Burgen wurden gezielt als Schutz für einen neu entstehenden Ort errichtet, wodurch sie sogenannte Burgweiler entwickelten. Archäologische und schriftliche Quellen zeigen, dass Dörfer und Burgen sich in gegenseitiger Abhängigkeit entwickelten. Die Bevölkerung erhielt Sicherheit, die Burgbesatzung Versorgung. Man kann daher festhalten, Burgen und Dörfer gehörten oft zusammen, aber keineswegs immer. Während im Hochmittelalter eine Burg auch ohne Dorfnähe bestehen konnte, verstärkte sich in späteren Jahrhunderten der Trend zur engeren Verbindung von Befestigung und Siedlung. Diese Entwicklung spiegelt auch die wachsende Bedeutung wirtschaftlicher Strukturen für die Herrschaftsausübung wider. In zahlreichen Fällen entstanden Dörfer auch erst später im Schutz der Burg, weil Bauern, Handwerker und Händler von der Sicherheit profitierten. Beispiel dafür sind viele Burgweiler, die noch heute in Ortsnamen erkennbar sind.
Zum Beispiel Burg Weinting in der Oberpfalz bei Regensburg. Anekdote: Überliefert ist die Sage, dass in manchen Burgen nachts das Vieh der Untertanen im Burghof stand, weil draußen die Wölfe heulten. Ob das stimmt, sei dahingestellt. Sicher ist aber, dass der Schutz einer Burg für die ländliche Bevölkerung ein starkes Argument war, sich anzusiedeln. Hier eine Burg in Alleinlage, die Burg Falkenstein im Harz, ohne Dorf. Und hier das Gegenbeispiel, die Burg Reiferscheid in der Eifel, quasi rechts die Burg und links, wenn man so will, das Dorf oder die Wohnsiedlung, aber man sieht auch, sie wurde mit in die Befestigung einbezogen. Frage 28. Was genau ist ein Lehen und wie kommt sowas zustande? Ein Lehen war im Mittelalter eine Rechts- und Besitzform, bei der ein Heer, der sogenannte Lehensherr, einem Vasallenland Rechte oder Einkünfte überließ. Im Gegenzug verpflichtete sich der Vasall zur Treue, Beratung oder meist auch militärischem Dienst. Das Lehenswesen war ein Grundpfeiler der mittelalterlichen Gesellschaft und regelte die Verteilung von Macht, Ressourcen und Pflichten. Die Entstehung eines Lehens erfolgte häufig durch eine feierliche Investitur. Dabei übergab der Lehensherr ein Symbol, etwa eine Fahne, einen Ring oder ein Stück Erde, das den Besitz übertrug. Schriftliche Urkunden ergänzen im Spätmittelalter diese symbolische Handlung. Das Verhältnis zwischen Herr und Vasall war durch Gegenseitigkeit geprägt. Schutz gegen Dienst, Versorgung gegen Treue. Lehen konnten nicht nur Land oder Burgen sein, sondern auch Ämter, Rechte oder Einkünfte wie Zölle und hohe Münzhoheiten. Über Generationen hinweg wurden Lehen erblich, obwohl sie ursprünglich zeitlich begrenzte Bindungen darstellten. Das System trug wesentlich dazu bei, Herrschaft im Reich zu organisieren und zu stabilisieren, auch wenn es immer wieder zu Konflikten zwischen Lehensherren und Vasallen kam. Anekdote: Man erzählte sich, dass bei manchen Lehensübergaben symbolisch ein Rasenstück oder eine Fahne übergeben wurde. So blieb der feierliche Moment nicht nur in Schrift, sondern auch in Erinnerung der Anwesenden fest verankert. Hier ein symbolischer Lehensbrief mit Siegel natürlich. Und so könnte es abgelaufen sein. Der Lehensherr rechts übergibt dem Vasallen links die Fahne für das Lehen. Frage 29. Gab es wirklich Bauopfer auf Burgen, als sie gebaut wurden? Die Vorstellung, dass beim Bau von Burgen Menschen oder Tiere als Bauopfer eingemauert wurden, hält sich hartnäckig. Historisch nachgewiesen sind in Mitteleuropa keine menschlichen Bauopfer beim Burgenbau. Allerdings gibt es archäologische Befunde von Tierknochen in Fundamenten, die symbolisch als Schutzopfer gedeutet werden können. Der Glaube, dass ein Opferbau Schutz oder Halt verleihe, ist sehr alt und stammte aus vorchristlicher Zeit. Im Mittelalter lebte er in Sagen und Bräuchen fort. Das bekannteste Beispiel ist der Hund von Schloss Burg an der Saale bei Schleiz in Thüringen. Bei Restaurierungsarbeiten im 20. Jahrhundert wurde im Eingangsbereich des Schlosses ein eingemauerter Hund entdeckt. Wahrscheinlich wurde das Tier bewusst in die Wand eingebracht als eine Art apotropäisches Opfer, das den Bau vor bösen Mächten schützen und Unglücke abwehren sollte. In der Forschung wird dieses Beispiel häufig als einer der wenigen gesicherten Hinweise auf ein tatsächliches Bauopfer im deutschsprachigen Raum angeführt. Dass es sich dabei nicht um einen Einzelfall handelt, zeigen weitere Funde von Tierknochen, meist Hunden oder Hähne, in Fundamenten von Häusern oder Befestigungen. Diese Tieropfer verbanden sich mit der Vorstellung, dass der Geist des Tieres künftig über das Bauwerk wache. Anekdote: In Schleiz erzählt man bis heute, dass der Hund von Schloss Burg in stürmischen Nächten noch durch den Hof heult. Vielleicht war genau das die Hoffnung der Bauleute, dass ein Geist ewig den Eingang bewacht und Feinde fernhält. Hier sehen wir das schöne Schloss Burg an der Saale. Und hier den Hund vom Schloss Burg im Eingangsbereich. Frage 30. Stimmt es, dass Burgmauern mit Blut oder tyrischen Zutaten verstärkt wurden? Tatsächlich finden sich in historischen Quellen und Rezepten für mittelalterliche Mörtel Hinweise auf ungewöhnliche Zusätze.
Neben Sand, Kalk und Wasser wurden gelegentlich organische Materialien wie Haare, Milch, Blut oder Eigelb beigebracht. Der Gedanke war, die Bindungskraft oder Elastizität des Mörtels zu verbessern. Moderne Analysen von historischen Bauten bestätigen, dass solche Stoffe vereinzelt nachweisbar sind, ihre bautechnische Wirkung aber begrenzt. Die weit verbreitete Vorstellung, ganze Mauern seien mit Blut getränkt worden, gehört eher in den Bereich der Legenden. Symbolische Handlungen, etwa das Vergießen von Blut bei Grundsteinlegungen, sind aus anderen Kulturkreisen belegt, in Mitteleuropa jedoch kaum. Wahrscheinlicher ist, dass solche Geschichten aus der Mischung von realen Baupraktiken und volkstümlichen Symbolik entstanden. Das Interesse an solchen Mythen erklärt sich durch die geheimnisvolle Aura mittelalterlicher Bauwerke. Burgen, Kathedralen waren nicht nur technische Meisterleistungen, sondern auch Ausdruck religiöser und sozialer Vorstellungen. Dass Mauern durch Blut oder Tieropfer gestärkt seien, verleiht diesen Gebäuden bis heute eine mystische Dimension, selbst wenn die historische Realität nüchterner war. Anekdote: In einer Sage heißt es, die Mauern einer Burg hielten deshalb so fest, weil der Baumeister beim Anrühren des Kalks eine ganze Schweineblutkufe hineingeschüttet habe. Wahr oder nicht, die Vorstellung, dass Blut und Stein eins werden, hat etwas zutiefst Mystisches. Hier am Nappburger Mentor sehen wir noch historische Mörtelspuren. Vielleicht steckt auch Blut drin oder Haare oder Eigelb. Vielleicht ging es ja so zu, die historischen Handwerker rühren den Mörtel an und ein anderer wirft Haare, hier im Beispiel, hinein. Geschichte ist kein Geheimnis, man muss nur wissen, wo man fragt. Das war's schon wieder. Bis zur nächsten Folge, fragt den Burgenmeister. Und abonnieren und liken ist kostenlos.